Wie viel hat der Großherzog zu sagen in Luxemburg? Es ist zwar eine konstitutionelle Monarchie, aber er hat doch mehr zu sagen als so mancher anderer König, oder? Nein, eigentlich nicht. Er muss die Gesetze natürlich unterschreiben. Entlassen und so, Parlament entlassen, alles Mögliche. Nein, Parlament lassen, das darf er. Nein. Er bezeichnet nach den Wahlen entweder den Informateur oder den Formateur der Regierung, lässt die Parteien kommen, die Parteipräsidenten, aber nachher... Also er steht vorne dran, aber das war es dann auch. Das war's dann auch. Das ist ja auch gut. Ja, und ist er wirklich so unumstritten? Ich habe gehört, es gab mal doch einigen Ärger, als er, das haben wir gerade ähnlich in Deutschland, einiges verkaufen wollte, was dem Volk gar nicht gefallen hat. Ja, aber da hat er sofort eingelenkt und gesagt, das Volk, das will das nicht und dann werde ich es nicht verkaufen. Er hält nicht so sehr auf seine Wälder zum Jagen, weil er eben nicht so gerne jagt wie seine Vorfahren. Und deshalb wollte er die Wälder verkaufen. Und dann ist der Aufschrei des Entsetzens durchs Land gegangen und dann hat er gesagt, okay, dann behalte ich die Wälder. Ja. Und er wollte die Schmuckstücke der Mutter verkaufen. Und da haben alle in Luxemburg, aber besonders auch das, was man das Volk nennt, die haben sich aufgeregt. Die haben gesagt, das macht man nicht. Und dann hat er es bleiben lassen. Wir in Deutschland lesen ja leidenschaftlich gerne die bunten Blättchen, wo alles über die Adelshäuser drin steht. Werden die in Luxemburg auch ständig verfolgt, die Großherzogs, dass man irgendwelche Geschichten ausgraben kann und irgendwas findet, was sie so anstellen? Nee, nicht in demselben Maße. Also die haben immer wieder darauf bestanden, auf eine gewisse Diskretion bestanden und sich damit auch abgesetzt von anderen europäischen Fürstenhäusern, die mehr auf Publicity aus waren und sogar die Publicity ganz gezielt und geschäftstüchtig eingesetzt haben. Man hat doch eine gewisse Achtung vor der Institution, vor der Einrichtung. Und die muss der Großherzog sich auch auferlegen. Also er kann sich nicht leisten, Otto Normalverbraucher zu spielen. Das geht nicht. Ja, das wird doch nicht abgenommen. Sie kamen in den letzten Zeiten etwas in die Schlagzeilen, aber ich glaube, Sie haben verstanden, man muss ja zu jemandem aufgucken können, wenn jemand einfach diesen Posten bekommt. Na, in England hatten die das eine Zeit lang vergessen, ne? Also ja, aber ich meine, dann verlangt man nicht, oder man verlangt, dass sie sich auch ordentlich benehmen und nicht in den Schlagzeilen sind und dass man zu ihnen aufgucken kann. Wie wichtig ist denn... Da wird wirklich Babel in Natura vorgeführt. Wem fühlen sich die Luxemburger am nächsten von ihren Nachbarn? Kann man sagen, so mehr zu Belgien, mehr zu Frankreich, mehr zu Deutschland? Oder? Eigentlich ein bisschen mehr zu Frankreich, würde ich sagen. Ja, Sie müssen ja verstehen, die Deutschen, die haben uns in den beiden letzten Weltkriegen zweimal überfallen. Das ist man natürlich nicht so sehr froh darüber. Besonders als die Nazis am 10. Mai nach Luxemburg kamen, 1940. Das war eine sehr schwierige Zeit, die ich als kleines Mädchen erlebt habe. Da muss man verstehen, besonders die älteren Leute, wir wollen verzeihen, aber nicht vergessen. Und dass viele Luxemburger starben in den Konzentrationslagern, viele wurden umgesiedelt. Die Jugend von 20 bis 26 wurde in die Wehrmacht zwangsrekrutiert. Ich habe selbst einen Bruder, der in Russland gefallen ist. Das ist leidvoll. Klar. Ich meine, das vergisst man nicht. Das hat aber auch die Identität Luxemburgs geprägt. Und wir haben also deshalb so viel Verständnis, dass wir jetzt endlich in Europa in Frieden leben können. Meine Eltern haben 2 Weltkriege erlebt, haben 2 Söhne verloren. Und ich meine, dass... dann weiß man, was Europa uns bringt. Auch wenn die Deutschen finden, der Euro, das ist der teure oder solche Geschichten. Man muss daran denken, was teurer wäre als alles, was wir erleben und was uns vielleicht nicht immer passt in der Europäischen Union. Ein Tag Krieg wäre teurer als all das. Aber das muss man auch der Jugend mal wieder klar machen. Ja, haben Sie recht. Haben Sie Privatkundengeschäft mit vielen Privatkunden aus Deutschland auch. Ja, die alle gedacht haben, schön am Finanzamt vorbei. Nein. Habe ich doch auch gemacht. Ich habe es dann wieder weiß gemacht, alles angemeldet, falls mein Finanzbeamter... Aber hoffentlich ich habe sogar mal noch einen Brief gekriegt, Jahre später. Sie haben doch mal in Luxemburg, habe ich gesagt. Ja, aber ich habe alles ganz sauber wieder angemeldet. Hören Sie mal, alle sind Sie rübergefahren mit den Köfferchen und was weiß ich. Das ist doch natürlich. Haben Sie nie etwas gehört von der Freizügigkeit
des Kapitals in der Europäischen Union. Wir sind in der Europäischen Union ja sehr stolz. Freizügigkeit der Menschen, der Arbeitnehmer, ja, des aber Kapitals in Luxemburg ist es noch ein bisschen freizügiger als anderswo. Nein, doch. Wenn die deutschen Banken nach Luxemburg kamen und wenn wir noch 44 davon haben, das ist es nicht unser Verdienst, sondern das ist das Verdienst der ein bisschen dümmeren deutschen Politik. Also, wenn ihr diese Politik gemacht habt und die Menschen, die sagen dann, ja, dann lasse ich mein Kapital in Luxemburg verwalten, das sind doch keine die Steuern betrügen wollen. Nichts ist da. Naja, die profitieren von einer großen Errungenschaft. Ja, einer großen Errungenschaft der Europäischen Union, die Freizügigkeit des Kapitals. Naja. Auch ich kann mein Geld, wenn ich nach Straßburg gehe, in Kehl am Rhein verwalten lassen. Ja, und dann werde ich in Kehl, dann werde ich genauso behandelt. Ich muss das doch mal sagen. Ich bin erst leid über den Quatsch, den man erzählt vom Steuerparadies Luxemburg. Nein, wenn die Deutschen nach Luxemburg kamen, weil ihr Gesetze hatte, das habe ich mal dem Weigel gesagt, nicht in der Sitzung, aber einmal beim dritten Glas, als wir in Brüssel waren, habe ich gesagt, hören Sie mal, es ist ja nicht unser Verdienst, aber ihr führt die Quellensteuer ein. Der Zaster kommt nach Luxemburg, dann schafft ihr sie ab, der Zaster bleibt in Luxemburg. Dann euer Verfassungsgericht führt die Zinsabschlagssteuer ein. Dann sagen die Leute in Deutschland, lassen wir es doch lieber in Luxemburg verwalten. Ja, bitte. Wir sind doch nicht schuld an den Fehlern der deutschen Politik. So gesehen haben Sie völlig recht. Ich habe auch Herrn Weigel gesagt, ich buche das alles auf Wiedergutmachung. Ihr seid uns noch so viel schuld aus dem Krieg. Dann habt ihr das damit abgenommen. Herr Thiel, wir reden gleich nochmal. Aber eins, jetzt... Schöne Beispiele. Wo waren Sie mal Bürgermeisterin? In Schifflingen. Das heißt in Deutsch Schifflingen, in Luxemburg ist Schöffling und in Französisch Chifflange. Aber ich muss aber sagen, wir vernachlässigen noch immer unsere Nationalsprache etwas zu sehr, auch in unseren Schulen. Es gibt zum Beispiel keinen Sekundarlehrer für Luxemburgisch. Sowas gibt es nicht, das ist doch unmöglich. Und wir müssen viel mehr für unsere Sprache tun. Ich musste selbst helfen, ein Luxemburger Diktionär, Wörterbuch herauszugeben. Es gab nichts, Französisch, Luxemburgisch, Luxemburgisch, Französisch. Habe ich gemacht, habe ich ein bisschen mitfinanziert, damit auch als Integrationsinstrument für unsere Ausländer. Die Sprache natürlich ganz wichtig, wir wollen ja, dass die unsere Sprache lernen, dann müssen wir uns auch etwas mehr Mühe geben, um unsere Sprache auch etwas zu valorisieren. Inzwischen muss man ja auch, wenn man Luxemburger werden will, ganz offiziell einen Sprachkurs besuchen. Wie war das bei Ihnen vor 15 Jahren? Bei mir war es damals noch nicht so. Das ging ziemlich leger. Wurden Sie geprüft irgendwie? Ja, ein Gendarm hat mal gesagt, Schwätzchen Lützeburg. Ja, ja, dann ist gut.